Ekran! Ekranen geef dich ab, als wanneer waar. Ekran! En ik lood die aan met ons touwteranen. Hier wil we een gouden titan en daarbij God kennenleren. Welkom, lieve vriend. Welkom tot het programma Ekran. Dankzij dat u vandaag waar erbij bent, dat u in de radio ingeschaltet hebt, dat u op YouTube bent. Hier is Eduard Giesbrecht met u. En ook Heidi, mijn vrouw Heidi. Dankzij dat u vandaag waar erbij bent. Zo, voor ons is het wonderbaar dat we kunnen met u vertalen en jullie meedelen wat op ons gaat is. En we mochten ook immer waar jullie vrouw dat jullie ons ook schrijven kunnen wat op jullie gaat is. Meedelen wat jullie veilen. Of ons ook geschichten schrijven. Of zeggen over wat we reden kunnen. Of ook schrijven immer waar mensen ons wat te tellen. Wanneer we over een programma gereed hebben, dan schrijven ze nog wat te tellen. Wat we vielleicht uitgelaten hebben. Zodat jij wellicht doen. Vandaag willen we over Wunder reden. Über Wunder Gottes. Dat is een gouden thema. Dat is een gouden thema, niet zo? Wie geloven aan Wunder? Wie geloven dat God vandaag ook nog Wunder deed? En dat je in diesem Programm, glaube ich, ook zeer klar te zijn. Dus Gabi, Unrau, er zijn verschiedenste Zeugnisse hier was, wo wir ganz klar, ook, sind al mehrere Zeugnisse hier was, wo wir ganz klar geredet haben, dass wir von der schon da noch ein Wunder glauben. En ook dat God gezond maken deed, dat God zaken veranderen deed, wat we niet begrijpen kunnen. En ik vind in de Bijbel staat, wo dat ook zei dat, wen woord dat ze is. En dat is in Markus, dat 16e kapitel, van 17 bij 20. En dat is het eind van Markus, wo Jezus war abgestoßen wie und wo de Jünger rückchecken deed, dat ze zullen het Evangelium predigen. En dat zegt, en hij zegt het dit te den. En wat de uittekenen wordt, die door je leven is dit. So, wanneer du an Jezus geloofst, dan is dit wat die uittekenen deed. Dit is wat die bewijzen deed. Ze worden in mijn naam bij ze Jesten uitdrijven. En in onbekende spraken reden. En wanneer ze slangen hanteren oder Jef drinken, dat wordt aan niets schoden. Die worden de kranken de heng opleiden en die worden gezond worden. En als de Heer Jezus met aan gereed had, werd hij im Himmel neergenomen en zat zich bij God te de rechte hand dol. Dan gingen ze ruut en predigen alle ween, dat de Heer werkt met aan en bekrachtigt dat woord der wondertekens die erop vallen. So, hier zegt het ganz klar, dat al die aan hem geloven, dat hij uitchecken dat we zullen God zijn woord verkündigen en er worden wondertekens passieren. En dat hebben we in diesem Programm, er zijn al zoveel Zeugnissen hier was, dat is immer waar het zo schijn te zijn. Maar vandaar willen we einfach mal davon reden, wat zegt de Bijbel over die wondertekens. En du is ook een andere vers, in Markus 6, vers 12 bij 13, du zegt dat wo hij zijn Jünger uitchecken deed en zegt, God en zij zalfde die met oil aan en beden over den lijden aan de heng op de kranken en die werden gezond. En dan zegt dat een ganz interessante steed, dat zegt in Markus 9, vers 23, dat alles, wanneer we dat geloven, dan is voor ons alles mogelijk. Dus alles mogelijk voor ons. Alles is mogelijk voor ons. Wanneer we dat geloven. En zoveel is ons aangeloven zo klein. En dat is wat deze persoon doet, ook in Markus, zei dit. Dat halt mijn aangeloven. Es krijgt in deze geschichte in Markus kapitel 9. Wo das ein Mann kommt und sein jung krank ist, von Jesus besessen ist. Und er sagt Jesus, halt meinen Anglauben, dass ich dort glauben kann, dass Jesus am frei machen kann. Und er kriegt den Glauben durch Jesus, dass er dort glauben kann und das passiert wirklich. Und was hast du so erlebt, Heidi, wenn wir an Wunder denken? Was ich erlebt habe, ist, dass ein paar Jahre drin, aber ich kreeg mal einen großen Wunsch, nach Deutschland zu fahren. Und damals hatten meine Eltern nicht Geld und ich kreeg nicht arbeiten. Und alles zielt op einmal in mijn leven dat ik te gaan wil. Ik wist ook niet eens wat, maar op einmal schrijf ik aan mijn shop dat mijn ziel was naar Duitsland te vliegen. En mijn ouders hadden portables
im Stall, da wenig Geld. En God mag alles möglich. Da gingen deren op, van wo ik niet mal wist dat deren kunnen opkomen. En ik kon op eenmaal paspoort maken en ook nog ten voren mijn licentia. En ik kreeg een visa naar Duitsland en als 6 im Stall oder 100, ik vloog naar Duitsland. God mag alle deren op. En nu valt mir krijg bij, wenn wir hier al krijg zetten, als ik mal op een Bibelschool ging, dan wist ik ook niet als dat werkelijk de Welle van God wie. Ik weder handgeroepen worden, aber ik twijfelde nog immer en wil ook ohne schuldgevallen door hand gaan. Voor 5 jaar, ik wilde nu de Bibel studeren en de Bibel lezen en ik wil me ganz rijk maken voor dat en wie aber nog beim Tennendokter geld schuldig. En dacht de ganze tijd, wo soll ik in een ander land gaan trekken, wanneer ik met schuld, dus ik had schulden, ik had niet geld om die Tenne betalen. En een oven ferm naar Paraguay voor, dan rutscht op eenmaal bij ons onder der een Schaufveld in einem Quark. In einem Quarkbane. En dat we krijgen dat geld wat mij fehlt, om den Tennendokter betalen. En ik voer de andere dag nog schwin dat betalen en voel ganz gleichlich trok ik naar Paraguay. Zo gaat die maakt wunder. Dat zijn nu 2 geldwunder. Maar als ik dan al in Paraguay een paar jaar weet, dan erleefden we ook op een Bibelschool. We hadden ook een vriend die daar op een Bibelschool was, die kwam uit Mexico. Den kann ich eben auch sehr gut. Ja, en die können nicht eten. Oder die können nicht Fleisch, die können nicht Milch. Das wäre immer so schwer für den. Und er wäre in ein anderes Land. Und man muss vor allem extra kochen in eine Check, wo dat wir auch Arbeit noch in der Check, dort alles extra verarmen. Er fühlt sich nicht gut, wenn es dort. Und einen Tag weicht er von seinem Mittagsschlaf ab und sein Gouderfriend sagt, weißt du, ich will mal für die beten, dass Gott die kann gesund machen. Und er betet für den. Und er wird ganz gesund. Er kann von den Tag Milch trinken und Fleisch eten. Helado eten, Ice Cream eten. Und er kann Ice Cream eten. Und Gott hat ein Wunder getan. So, wir bleiben immer, die Wunder sind so weit von uns, oder wie wollen die manchmal gar nicht sein, aber wenn wir wirklich ticken und wir wirklich unsere Augen aufhaben für dort, dann kann jeden Tag ein Wunder passieren. Es muss nicht was Großes sein, aber Gott hat Wunder. Von dort sehe ich mich ganz sicher. Ja, ich erlebe gestern noch ein Wunder, von der auch in Wirklichkeit, wenn wir darüber nachdenken, erlebe ich, glaube ich, jeden Tag Wunder mit Gott. Das ist von der, wo wir das Programm abnehmen, einen Sonntag jeden Abend. Und von der direkt in der Kirche predigen, an der Kirche, wo wir hier in Bolivien zur Kirche können. Und gestern so abends, als ich noch beim Reiten merke, wie bei der Predigt, dann auf einmal deed mir alles weh und meine Nase wie sehr dicht und mein Hals schwallt an und dort sperrt sich so, ich krieg sehr Fieber und mir deed alles weh und ich wurde ganz heiß geworden und ich sehe auch ein klein bisschen verchillt sich noch, aber in Wirklichkeit wird das gestern viel, viel schlimmer. Und ich sehe zu Gott, weißt Gott, ich muss mal predigen, bitte nimm das weg von mir. Und ich spüre während dem Gebet, dass das auch ein klein bisschen weniger wird. Ich kann auf einmal wieder atmen, beide Nasenlöcher wieder tau. Und auf einmal während dem Gebet kann ich wieder atmen durch meine Nase. Ich spüre das einfach Halleluja. so. Und dann, von der aus mal, dass ich abweiche, ich will uns nie. Und ich kann ganz klar reden und predigen und ich und dat komt bloß Gott und so was Wunderbares das dort. Und das dort habe ich mehrmals mal Sachen erlebt. Ich weiß, ich fuhr mal, wie wir mit Krieg in der Bibelschule, wo Heidi und ich taub wir, wie wir taub hier vor ein Programm bringen mit einer ganzen Gruppe. Und auf einmal war eine Mädel sehr krank und von uns fertig, was wir hier vor wir die Gäste all weit unerladig, so das muss wirklich all uitkomen die Chor. Und ich bete
Ich weet bloß noch, wie mussten im Hospital ja, ich kann nicht abfallen. Und ich wusste, dass wir viel zu weit was ich vor muss. Ich wusste nicht, dass das übrig wurde. Und ich lege meine Hand einfach ab dem Fortnach und sage, Jesus, du kannst merken, dass das übrig ist, dass wir diese Mädchen in ein Hospital führen. Und wirklich, das regt uit. Wir kommen mit dem Hospital, wir kommen nach rein, dass wir können wahre Gäste abfallen. Und die Mädel als von der gesund, oder als von der Frühen haben ein Kind. So, erlebe ich immer wahre Sachen an uns. Auch so die Zeugnisse, die wir in diesem Programm gehört haben, wo Gott anspringen wird. Und vielmal denken wir vielleicht, das ist dann, wenn ein Mensch so etwas Großes erlebt hat, so zum Beispiel Gabi, wenn ihr das Zeugnis noch nicht gehört habt, dann checkt einfach auf YouTube noch und ihr werdet das Zeugnis finden. So wie eine Person, die ungefähr bei dem 20. Lebensjahr durchraum irgendwo ganz krank immer wird. Und wo Gott ein Tag im Gebet vergeht wird, ganz gesund merkt. Das geht nicht am Gabi, was sie erlebt hat. Das geht am Gott seine Ehe. Wo groß er ist. Wo groß und allmächtig er ist. Und das sage ich auch in Apostelgeschichte 1, Vers 8, dass er die Kraft in uns nennen sollte. Dass wir gar nicht kennen in das Evangelium predigen. Das ist auch eine Kraft, dass wir das sagen, dass Jesus allem gut ist und dass er alle Sünden vergeben hat. Aber dann verspricht er noch, er wird Wunderteken zu abtun. Dass Menschen gesund werden. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir anfangen, daran zu glauben. Und wenn wir dafür beten, dass wir glauben, was wir beten. Wenn ich bete und ich glaube nicht, was ich sage, oder was ich bete, wen Wort bete ich dann überhaupt? So, das ist uns Wunsch, dass wir als Christen eine Gemeinschaft werden, wo wir glauben, dass Gott für Gott mehr möglich ist, als was für uns hier in unser Hang möglich ist. Unser Weg, wenn wir irgendwann unser Weg drin wollen, das ist mal sehr, sehr hart. Aber für Gott seine Kraft ist viel mehr. Du hast alles möglich. Das ist in der Bibel, sagt alles für uns möglich. Die wird dort leben. Die wird dort leben. Wie soll das leben, wenn wir nicht leben? Ja, das sagt sogar eine Stelle in der Bibel, dass Jesus kann auf eine Stelle nicht Wunder tun, wenn es die Menschen einfach nicht glauben, dass er das kann. Und in der Stelle passiert dann sehr, sehr wenig Wunder. Und als ik naar Duitsland dan wil, ik blijf daaraan. Ik blijf, ik word... Wann auch das Geld von deiner Familie das nicht wiesen deed. Ja, aber ich blijf, ik word daarheen komen en ik zie daar al een paar Mal gewesen. Ja, so, das hat Gott getan. So, erst Nummer 1 möchte ich dir sagen, check mal ran, wie viel Wunder Gott in deinem Leben getan hat. Aber Nummer 2, fang an für Wunder zu beten. Und kannst dir die Sache abschreiben, für was du betest. Und auf einmal wirst du antworten, wenn du dir abgeschrieben hast, was alles passiert ist. Wenn du vielleicht abschreiben hast, wirst du vielleicht mal antworten, was wirklich alles passiert ist. So, haben gesehen, das Leben in Glaub an Wunder. Glaub, dass Gott mehr ist, als bloß was in unserer Kraft ist. Wie, Heidi und ich, wir möchten die Gott sehen wünschen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Dankeschön, dass du von der Auto bist. Wenn du Fragen hast, was mitteilen willst oder ein Zeugnis geben willst, dann schreib uns im WhatsApp noch Meierteken 591 77 88 4479 oder schreib uns im Facebook oder ein E-Mail nur ekran@gmail.com.